Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Todesvorhersagen für Far Harbor und das Zentrum der Insel. Es ist schade. Sie sollte sich auf sich und ihr neues Leben konzentrieren. Bin ein Detektiv. Ich sollte dich finden. Du bist was? Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbour-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Kauf meine Waffen. Nahrung, Stimpaks, alles auf Lager. Da hinten gibt's eine coole Quest-Reihe. Das ist Cedar. Du bist doch vom Festland und vor kurzem hergekommen. Pass auf. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Eine Geschichte von Gier, Blut und Rache. Von welcher Familie redest du? Das wollte ich dir gerade sagen. Meine Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor, sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen. Stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Lass mich raten. Ich bin der mysteriöse Fremde, der dir helfen wird, deine Familie zu rächen. Oh, du bist ein ganz schlauer. Gut, du brauchst einen scharfen Verstand, denn dein Teil der Geschichte ist gefährlich. Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin. Ein guter Junge, hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Gule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Diese Ghule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie dafür bezahlen, was sie Petey angetan haben. Blood Tide. Okay. Das sind wieder so diese typischen Fallout 4 Quests, was das so, geh dorthin, bring das um, komm zurück, geh dorthin, bring das um, komm zurück. Das ist immer das Gleiche eigentlich. Vorerst einmal wie mit dir Cliff's Edge Hotel. War da nicht? Hast du mit Cassie Dalton gesprochen? Ein Jammer, das mit ihrer Familie. Ja, ich bin entzückt und berührt, wirklich. Gegen ein solches Arsenal hatten die Krabben keine Chance. Welche Krabben? Die tun nach dir schnappen. Ich habe keine Zeit für Festlandbewohner. Bertha? Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will? Hast du einen Grund, noch hier zu sein? Niemand redet mit meinem Bruder. Verstanden? Verschwinde, ich brauche deine Almosen nicht. Hast du einen Grund, noch hier zu sein? Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will? Naja, ich sage jetzt mal dazu Hab nichts. mein Zuhause verloren, als der Nebel kam.
harte Zeiten. Ja, die haben wir alle Ich schlage irgendwo. mich so durch. Die Diese Schatz. wilden Ghule sind verdammt schnell. Armer Petey hat's auf die harte Tour erfahren. Das schaut sowas von geil aus. Ich liebe es. Da ein Die bisschen. Leute hier haben nur Alles das, für was die sie weiß. Gesundheit und den Markt. Ich werde jetzt ein bisschen Licht machen. Überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Nö. Wenn du Kronkorken hast, habe ich die Waren. Ich muss mit dir über einen verschwundenen Sünd sprechen. Ja? Nun, darüber rede ich nicht mit Fremden. Du kannst also entweder was kaufen oder verschwinden. Ich arbeite mit Chase. Sie hat mir gesagt, dass deine Bezeichnung L792 lautet. Okay, ich glaube dir, aber nicht so laut, ja? Die Information muss unbedingt geheim bleiben. Ich kenne den Sünd, von dem du sprichst. Ein junger Typ, vielleicht so um die 20, mit weißem Haar. Er nennt sich Derek. Allerdings ist er viel früher als erwartet aufgetaucht. Dachte, ein Runner wäre hinter ihm her, daher die Eile. Ganz ehrlich, der Typ war ein Wrack, total verängstigt. Hat sich ständig umgeschaut und ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Ich wollte ihn beruhigen, aber er rannte panisch in den Nebel. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Kannst du mir sonst noch was erzählen? Ich brauche mehr Informationen, wenn ich den Sünd finden soll. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Er verschwand im Nebel und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Nur die Ruhe, ich kümmere mich drum. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Also, wenn du wirklich diesen Sint suchst, ich bin sicher, er hat die Straße nach Süden genommen. Geh doch vielleicht in die Richtung. Sei einfach vorsichtig und danke. Nur wenige würden sich für einen Sint in den Nebel wagen. Vor allem, wenn sie den Sint nicht mal kennen. Was da passiert ist, war scheiße. Wirklich. Hoffentlich bringst du es in Ordnung. Brooks? Willkommen im Köderladen. Wenn du Krimskrams brauchst, bin ich dein Mann. Zeig mal, was du so hast. Na dann mal los. Kurz noch einen Blick. So, bin schon wieder da. Jetzt, da werden wir mal schauen, der hat aber so ein paar Sachen, die wir vielleicht brauchen könnten. Geil. 21 Harpunen. Ja, das nehmen wir. Für zwei. Oh, nehmen wir auch mit. Oh, das ist ein Billigsdorfer. Bist du narrisch. Waffen. Kleidung. Brille mit schwarzem Gestell. Da ist was. 13.000. Also du hast ja ein bisschen Wahnvorstellungen. Okay, was du hast die 357 quasi gehalten? Addiktol, das nehmen wir noch mit. Passt. Festlandbewohner halten es nicht lange auf der Insel aus. Aber halt's mal, ich soll Verhaber retten. Zaug. Schirches. Hey, du da! Hi. Bist du der Detektiv, von dem ich gehört habe? Kann man so sagen. Das kann man wohl so sagen. Oh, wunderbar. Ich war mir nicht sicher, wie ich dich hätte finden sollen. Scheint, als hätten wir einen neuen Fall. Ich konnte niemanden von der örtlichen Polizei finden. Diese Halunken. Ich will keine Panik auslösen, aber es könnte einen Mord gegeben haben. Und wir brauchen einen von außen. Wo fand das Verbrechen statt? Im Cliffs Edge Hotel, nördlich der Stadt. Hilfst du uns, dieses hinterhältige Verbrechen zu klären? Wer ist das Opfer? Also, wir wollen das aus der Presse raushalten, aber es geht um Ezra Parker, den Geldgeber des Hotels. Bitte, hilf uns. Jeden Moment, den wir warten, sind unsere Gäste in Gefahr. Kurz einen Blick. Wer sind deine Arbeitgeber? Ich sollte es hier draußen nicht sagen, aber meine Auftraggeber sind sehr reich und die anderen Gäste des Hotels auch. Hilfst du uns? Der Mörder könnte noch immer auf freiem Fuß sein. Okay, ich helfe. Gott sei Dank. Soll ich dich jetzt zum Cliffs Edge Hotel bringen? Geh schon mal.
Wir sehen uns dort. Sehr gut. Wir treffen uns am Haupteingang des Hotels. Ich glaube, wir müssen reden. Stimmt was nicht? Stimmt was nicht? Nein, nein. Alles in Ordnung. Wir sind jetzt schon eine Weile zusammen unterwegs. Und ich dachte mir, nach der Sache mit Dima hast du es verdient, mehr über mich zu erfahren. Also, gibt es was, das du wissen möchtest? Was weißt du noch über das Institut? An die Zeit damals erinnere ich mich kaum noch. Aber hin und wieder kommt etwas zurück. Mein Leben im Institut war sehr isoliert. Eine einzige Testkammer war über Jahre meine gesamte Welt. Und immer wurde ich beobachtet. Eines Tages wachte ich auf der anderen Seite auf. Und das war's schon. Du bist jetzt frei. Willkommen in der schönen neuen Welt, in der solche Leute leben. Was hat es mit den Klamotten auf sich? Als ich die Agentur gründete, dachte ich mir, dass ein Detektiv so etwas tragen sollte. Ich habe ein paar alte, schwache Erinnerungen aus der Vorkriegszeit von Kerlen, die so angezogen waren und tun, was ich tue. Ich dachte mir, dass Hut und Trenchcoat den Leuten zeigen, dass ich es ernst meine. Kleider machen Leute und so. Dachte mir wohl, dass ich so der Mann werde, der ich sein wollte. Okay, wer bist du, Nick? Nach der Antwort auf diese Frage suche ich selbst schon verdammt lange. Ich weiß, dass ich ein Sünd bin. Echte Institutshandarbeit. Aber ich bin immer noch mechanisch. Nicht genmanipuliert wie die schicken Synths, die heute ihr Unheil treiben. Ich gehe in die Werkstatt, nicht zum Arzt. Dima hat doch über die Persönlichkeitsexperimente des Instituts gesprochen. Weißt du noch? Meine Erinnerungen, meine Persönlichkeit gehören einem Polizisten, der sich vor dem Krieg zu einem Experiment bereit erklärt hat. Sie haben sein Gehirn eingelesen und es auf die Hardware kopiert, die zwischen meinen Ohren sitzt. Keine Ahnung, warum sie einen Roboter programmierten, der auf einem Vorkriegspolizisten basiert. Und nicht auf einem Mathe-Genie oder einem Genforscher. Aber hey, vielleicht hat das Institut mich deswegen auf den Müll geworfen, anstatt mich zu einem ihrer Kidnapper zu machen. Moment mal. Der ursprüngliche Nick stammt aus meiner Zeit? Definitiv. Und deshalb war es, als ich endlich hier draußen war, ein echt unsanftes Erwachen. Ich weiß noch, wie ich in einem Müllhaufen zu mir kam. Mein Körper zerfetzt und mein Kopf voller Erinnerungen eines Mannes, der seit 200 Jahren tot war. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das ein paar verwirrende Wochen waren. Damals wussten die Leute noch kaum etwas über Synths. Als ich schließlich Menschen begegnete, waren die meisten eher vorsichtig als feindselig. Aber die Kinder, die hatten keine Angst. Ich glaube, sein Name war Jim. Der erste, der mich nach meinem Exil aus dem Institut ansprach. Mein erster menschlicher Kontakt in dieser Welt. Hat mich eine Stunde lang ausgefragt. Als sie sahen, dass ich harmlos war, kam auch der Rest der Nachbarschaft, um sich den mechanischen Menschen anzusehen. Am Ende war es ein echt netter Abend. Der Mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose Inspektion verpasst. Diese Leute haben mich wie einen echten Menschen behandelt. Seitdem versuche ich, mich dafür zu revanchieren. Das findet man hier draußen nur recht selten. Mir ist aufgefallen, dass dir das am Herzen liegt. Mit ein Grund, warum ich noch immer hier bin. Ich tue, was nötig ist. Auf jeden Fall scheint Gutes tun ziemlich hoch auf deiner Prioritätenliste zu stehen. Nun, bevor ich dich jetzt komplett zu Tode langweile mit meinen Anekdoten, sollten wir lieber aufbrechen. Er ist ein sympathischer Kerl, der Nick. Gut, das haben wir, glaube ich, schon 380.000 Mal gesagt. Und nun werden wir die Insel erkunden und dies und das betreiben. Oh, ein Donutmix. Warum auch nicht? Aber wisst ihr was? Wir werden uns schauen, dass wir da irgendwo ein Bettchen finden. Oh. Die Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Ja, Nick, es ist leider so. Tut mir leid. Wenn die wüssten, was da für Ende auf einer zukommt, die würden sich ja glatt den Boden schamen. Schlafsack. Wir werden jetzt mal... Jetzt ist 10, das ist 6, 8, 9. 11 Stunden.
In der Zwischenzeit werden wir überfallen, ausgeraubt und verdroschen. Genau. Hallöchen Nick, wie geht's? Mr. Dick. Dick Tracy für Arme. Okay. Aus, Kenny. Aus mit den schlechten Witzen. Aus. Aus. Das kann sich ja kein Mensch anhören. Geeignete Stuhlprobe. Sehr schön. Okay, da können wir jetzt einmal nichts machen, weil wir ja Auskramp haben. Haarklammer, eleganter Hut. Haarklammerbox, den können wir mitnehmen. Stümperpack und Rad ab können wir auch mitnehmen. Wer hat deiner Meinung nach den Krieg eigentlich gewonnen? Wohl niemand. Nö. Aber Hauptsache lustig, lustig, ganz, ganz lustig, Atombömpchen um drum schmeißen. Mhm. Die Gegend ist, weiß ich nicht, Fahrhaber ist ein Ort, aber wenn du da im Internet einmal durchschaust, wenn du im Internet durchschaust, Wir sind wohl nicht allein. und Fahrhaber suchst, auf was eigentlich diese Stadt da im DLC passiert, wunderschön. Nein, denke ich. Krönköckchen. Oh. Wo haben denn wir eigentlich unsere Powerrüstung angestellt? Ich glaube, die steht im Commonwealth, gell? Ja. Und dann konnten wir uns das nämlich elegant da auf manövrieren. Ganz elegant. Eine Kirche. Oh. Obwohl wir für die Waffen fast keine Muni mehr haben, müssen wir jetzt kurzzeitig einmal Wir nehmen mal den mit. So. Geschafft. Oh, Hallöchen, Madame. Also na, der Turm, wo ich zuerst aufhören wollte, ist ja da. Ansonsten gibt's da nicht viel, gell? Aber da. Na, das ist so stimmig im Design, das ist so geil. Was ist dort hinten? Warte mal. Haben wir irgendwo doppelt gemoppelt? Ja, Architektur à la Fallout, genau. Wo haben wir die andere Waffen? Der verlässliche, genau. Der ist legendär, den holen wir uns. So. Der ist am gefährlichsten, den schnappen wir uns so. Boah. Also die macht geil Schaden.
Ui! Du kleine Mischpoche, du Schöne. Schade, als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Mit einem Ghoul. Nick, dein Optimismus da ja. Okay. Können wir aber fast nur bei Menschen benutzen. Also fast unnötig. Bei der Bruderschaft ist sie auch scheiße, weil die eigentlich im Prinzip eh nur mit den Dings am rumlaufen. Mit der Powerrüstung. Da gibt es nicht viel, bei die man das anwenden kann und den Schatz. Brauchen wir nicht. Hüpsa! Oh. Hui! Ich werde jetzt da ein bisschen weiter spazieren und über Quests zweimal drüber fliegen. Ganz einfach. Dort, was uns hinzieht, zieht es uns hin, ansonsten zieht es uns dort hin, was uns nicht hinzieht. Sofern ich weiß, ist da vorn irgendwo eine Powerrüstung. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich. Dann siehst du, wozu das führt. Ja, das ist auch mein Gedanke, Nick. Da brauchst du keine Sorgen machen. Bis dann, Kumpel. Wow. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Richtig. Einmal aufs Scheißhaus. Oh. Das war ein richtig beschissener Tag gewesen. Der explosive Morgenschiss. Ist da herin irgendwas? Nö. Ah, Radab. Ja, ein Radab habe ich sowieso, also sollte er den Scheißdreck da nicht machen. Okay. Da gibt's einmal nichts mehr. Haben wir da irgendwo was? Den können wir mitnehmen. Rein theoretisch müssen wir. Da geht's nach Fahrhaber. Also es ist wunderschön da. Mir gefällt das, das hat sowas. Also nicht. Was ist denn da? Oh. Ah, da kommen wir später her. Heute werden wir nur ein bisschen erkunden. Erkunden, erkunden, erkunden. Ich glaube, wir sind nicht alle da. Ein ruchloser Fallensteller. Boah. Wow, also die fahren ein.
Küstenrüstung, das ist geil. Was hast du noch vor? Das Blut soll strömen. Quatsch. Harpune, Harpunen. Fallensteller rechtes Bein. Nehmen wir mit.